küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es hören seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus zupft auf der Gitarre. Boris Barke spielt mir noch den Werner Schall. Die Quetschner klingt heute super fein, Die Kontrabombe hinten drein. uns Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leid und grüß euch, servus, bis Wind. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es her seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre, schönen guten Abend. Grüß euch Gott zur Pavlatschen Nummer 290 aus dem Studio Donauwörth. Jawohl, Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich wieder dabei bin. absolut. Jawohl, halbwegs fit wieder, halbwegs gesund jetzt weiter. Die Stimme ist ein bisschen belegt, man hört es noch, aber es hindert mich nicht daran natürlich. Zu trinken, zu singen. Zu singen, nicht? Zu singen. Keinster Art und Weise. Gott sei Dank, auch von meiner Seite, grüß euch gut, habe ich die Ehre. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt Pavlatschenzeit. Weintime ist Primetime oder umgekehrt, wie man so sagt. Aus dem Studio Donauwörth. Und wir können jetzt schon ankündigen, so es nicht dazwischen wieder irgendwelche Veränderungen gibt, spontaner Art, werden wir am nächsten Montag wieder aus der Klause Klaus live Jawohl. übertragen. Ja, so schaut's aus. Ich werde mich bereits am Sonntag in die Klause Klaus begeben, Ja. nach Bolschenau. Wir werden ein bisschen wieder mal gemeinsam Musik machen, nämlich einen Tag lang. Und Wir das ist werden unser Bestes tun und unser Repertoire wieder ein bisschen aufzufrischen. Jawohl. Und das freut mich auch. Ich freue mich schon sehr drauf. Man, natürlich fangen wir an beim Wirten, ist ja ganz klar. Wie Ja, für eine Kleinigkeit. Mittagessen gehen, nicht wahr? Das sind keine Luschen. Nicht? So ist es. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Im Chat, meine Herrschaften, begrüße ich gleich mal vorweg den Thomas Mayer, grüß dich Gott, die Susanne Moser ist am Ja, Start, grüß. der Maba Matthias Mariacher, der Franz M. Markus Volker, Andreas Idinger, Paul Artmann ist mit dabei, der Raffi aus der Steiermark, Wolfgang Servus. und die Maggie aus Luzern und der Fritzl Stadtglas, unser Grausenieur. Servus. So, große Freude. Patrick, wir haben schon, ja warte, ich muss das erst jetzt da wieder einschalten, gell? Ich muss erst schauen, wie das wieder geht. Na, warte mal. Jawohl. Patrick? Dann begebe ich mich natürlich sofort zu den Weinkühlschrank. Ja, schau her. Schau her. Jawohl, das ist So. sehr schön. Jawohl, ich gehe. Bitte Kommt's drum, mit, bitte mein drum. Lieben. Jawohl, ein Schritt, Gott sei Dank, ist ja nicht weit weg. Der Weinkühlschrank immer noch leer. Bin nicht dazugekommen, dass ich schon wieder was reinhaut. Das ist ein Wahnsinn. Der Weinkühlschrank leert sich. Zu was greift er? Aus Boisdorf. Der Stadtwein aus Boisdorf. Jawohl. Jawohl. Schau, MLW ist da. Nachdem das letzten Montag so gut war, bin ich wieder hier. Grüße aus München, Bess. Auch hier feiert man den Derby-Sieger. Ja, Weltklasse. Bravo, MLW. Das gefällt mir. Das Jawohl. Schau dir das an. Bravo, Da wollen wir Patrick. schon. Bravo, Patrick. Einmalig. Warte, ich muss umbauen. Auf Kamera Kind Klause. Geht schon? Ja, ja, Also nicht, ich hab nicht gewusst jetzt. Ja, aber- geht schon. das Na ja, Weingut ich will- Kalser aus Boisdorf haben wir da. Stadtwein vom Jahre 25 auf 24 Jahre. Weinviertel DAC, natürlich ein Grüner ist das, wie man sagt. Ein grüner Veltliner. Grüner. Ja, ist das ziemlich sicher sogar. Jawohl. Machen wir auf. Bitte. Patrick, weißt du, wer das Derby gewonnen hat? Rapid Austria? Ja, 3-1 hat Austria gewonnen. Austria. Das heißt heute ein grüner Veltliner. Ein grüner Veltliner, ja. Besonders Die für unseren Roland Sperg. Die grünen Weinen, also das ist leider. Roland Sperg, unser echter. Wo ist er da? Der echte. Ja. Ja, der sieht man nicht gut. Rapid. Ich bin ja kein Rapidler, aber. Also ich bin kein Fußballer. Ich bin kein So muss Fußballer, ich das sind wir beide nicht. In diesem Sinne. Aber
noch eben den Schal, weil einmal war ich in Roland am Match. Ja, du hast ja nicht nur den Schal, sondern du hast ja auch Ich war Kapperl auch noch, aber... 10-Mann-Kapperl, Ja, natürlich. Sehr zum Wohl, meine Lieben. Prost auf euch. Alles Gute. So geht auch. Man kann ihm so Schmecker da machen. Ja, ist ganz anders. Sehr untypischer für mich. Für mich untypisch. Ja, aber sehr gut, sehr gut. Ich mag das fruchtig, ich mag das sehr. Von der Farbe ist ja relativ dunkel. Schon. Ja, das stimmt. Ja. Die Farbe ist recht. Aber sehr gut, sehr gut. Bravo, Polster. Also, habe ich das letzte Mal getrunken. Ende März haben wir den verkostet. Wie wir gespielt haben bei der Saisoneröffnung vom Wiener Versum. In Polsdorf. Die Frau Bürgermeisterin war ja auch bei unserem Konzert Depot. im alten Depot. Mitsamt der Frau Vizebürgermeister von Polsdorf. Quasi das ganze Stadtparlament sozusagen. War Bei drin. den 16er vom. So, das Handy muss ich gleich Und ausstellen. beide sind auch noch Musikerinnen, auch noch, muss man sagen, dazu. Natürlich, das kommt noch dazu. Das ist von Vorteil. Ja, das ist schön. So, also Derby, jetzt siehst du, das weiß ich auch. Da muss ein Deutscher kommen, dass er mir das, ich bin so dermaßen nicht Fußball, ich habe nur gewusst, das war. Das habe ich mitgekriegt. Weißt du, auch hier feiert man den Derby-Sieger. Naja, wie gesagt, ich meine, ich bin nicht zugehörig zu einem Fußballclub oder Fan. Und mein Freundeskreis teilt sich so auf, so zwischen Ja, die meisten sind schon Rapid. und Austria und Rapid eigentlich. So Ja, halb, was muss ich anderes sagen. gibt es scheinbar bei uns nicht. Ein bisschen ein Sportclub sind mache ich noch, aber das ist auch noch ein paar nur mehr. Das waren die. Waren ich Fußball, waren die Sportclub-Fan. Aber wie gesagt, bin ich nicht Fan. Aber ich habe noch Die Whitestars, nicht, wo mein Vater gespielt ja. hat, mit Fabrikkurt. die weiße Öf haben wir auch gehabt. Weltklasse. So, der Maber ist da, grüß dich gut. Wolfgang sagt, Landtagssteuer Markus am Start, grüß dich. Rudolfo Corbesso. Rudi Der Rudi Servus. Korbe ist mit dabei. Peter Brachtl, grüß dich gut. Ludwig Sass nach Computerproblemen endlich reingekommen. Einmalig. Super, hervorragend. Jawohl, Maria Louise Leb ist auch da. Ja, grüß dich. So, Naja, spielen wir was? dann spielen wir was. Spielen wir was? Weil Mittwoch geht es ja die Woche bereits, kann ich vorwegnehmen, nicht wahr? Stippert, habe ich eine Note gekriegt am Mittwoch am Abend wieder. So Ab ist jetzt wieder bis April sind wir wieder. Okay. Außer im Jänner. Außer im Jänner, da sind sie auf Urlaub. haben wir alle Urlaub sozusagen. Ja. Wir haben dafür den stärksten Jänner seit je, Ja. eigentlich. Ich meine, noch immer schwach, aber der Jänner ist Aber immer extrem schwach. Da ja. haben wir fast nie was gehabt, gescheit, außer einem Taschler und noch eine Sache. Also, aber diesmal ist es sogar Diesmal mehr. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, aber das ist der Philharmonikerball ist natürlich auf jeden Fall, das weiß ich Philharmonikerball schon, das kann ich schon verraten. Jetzt haben wir in Linz beim Geburtstag. Sind wir. Linz beim Geburtstag, mit dem starten wir heuer schon, ja. Ja. Also, da geht's schon. KTM-Junk ist auch da, jawohl. Aber die Ehre miteinander, grüß dich Gott. So, was reißen wir noch, Patrick? Was hast du am Guster? Augusta habe ich immer von Wein. Von Wein. Das ist das Leben schön. Schmecke ich wieder, was jetzt rieche ich schon wieder. Das ist ein Genuss, ich sag's euch. Das ist schon gut. Das ist schon... Oh, der Wolfgang hat sich eine Flasche Samsung, tschechisches Bier eine. Na bitteschön. Und da bekommen, muss sündigen. Ja, ich wollte gerade sagen. Na, Wolfgang, du hast gesagt, du bist auf Diät. ja. Sag einmal. Aber schmecken soll es Und nach da. dem Kirtag braucht man die Diät. Das stimmt, ja. Ein Kirtag war würdig. Aber das haben wir schon das letzte Haben Mal wir das letzte besprochen. Mal auch schon besprochen. Jetzt gesagt, machen wir Musik. Jetzt machen wir Musik. Was machen wir für Musik? Was machen wir? Ich möchte etwas Swingendes spielen. Was Swingendes? Ja. Na was? Nein, ich fange an, ja? Fangen wir. Ich fange gleich so scharf an. Ich hab am Weingarten am Bieserbeet. Ich bin dort gern, wenn mein Kaminsturz steht. Ich schau dem Rimm dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Bieserbeet. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Bieserberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht her.
Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Sagt's mir Leidl, was ist heute da am Nachtgeschehen? Über alles sein kann man's aus Sirene sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Wie schön, da gibt's einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die anvertraut und sagt, der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Da bleibt doch kein Weib besser aus. Da kommen's pünktlich zur 10er Miss. Auf einmal, da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Simon aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Stollen, aber nix, da machen wir nix. Nein, wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit hat keiner frei. Wir tragen Applaus Vierter, sind alle fix. Aber tun dann wir täten, aber tun dann wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir mit Aufspritzwagen. Und im Sommer, da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Aber gewissenhaft, ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Drum schreiben tut's uns nicht verlassen, weil Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gossen, wenn die Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner, aber wer liebt, wie es mir gern. Jawohl. Ein Deluxe-Potpourri kann man sagen. Ein Epochenrundumschlag. Ja, wirklich. Ein Epochenrundumschlag. So alles drin, was man so die letzten 200 Jahre hat, quasi im Wienerlied. Alles. Ja, also schön gewesen. Bis in den 90er. Ich weiß gar nicht, wann ich Bisenberg geschrieben habe. Also nein, nicht in den 90er, aber immer mehr. Also das war schon 2000 Jahre Jahre. eigentlich. Ja. Das war schon 2005, 2006. Sowas muss das gewesen sein. So vor 20 Jahren circa, ja. Knappe 20 Jahre wird es her sein. Ja. Sowas, ja. Schätze ich mal, ja. CS ist auch da. CS, servus miteinander. CS, ich sag CS, weil wir haben gehabt, da in der Otteringer Landjugend, wir haben einen Haufen Christians. Ja. Und ich glaube, einer hat Christian geheißen, einer war der Xü, Der Xü, ja, genau. einer war der CS. Der CS, Ja. ja.
Und darum sage ich CS. CS. Na, vielleicht ist es sogar dieser CS. Glaubst du, es wirklich der Weiß CS? nicht. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber es war Ich leibend. weiß jetzt nicht, aber Bist du der CS? Also der CS, den ich das ist ja nur Pizzabar, weißt du? Das ist- Pizzabar. Ich war oben getroffen vor 2 Jahren oder was. Geht um Interspar bei mir in Mistelbach. Wer steht hinter der Pudel und schraubt an den Geräten herum? CS. CS, jawohl. 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 So, was sind wir da? Schau. Jawohl, die hätte ich auch für den Sportclub. Peter Volk, schöner Opener. Jawohl. Danke Jawohl, dir. danke. Bin im Personalzimmer und habe Heizung an. Ja, aber heute da auch schon den Und so ein bisschen eingeschalten gehabt vorher, wie ich gekommen bin, ja. Eine Weltnummer, sagt der Rudi Korbe, ist ja einmalig. Die Achteln fahren. Der Wahnsinn. Die redet bei einigen. CS ist Christian. Ja schon, aber was für ein Christian? Aber nicht der CS, den wir kennen. Unser CS. Der Otterkringer CS. Das war leibend. Aber CS, ja. Das war leibend. Das hat mich voll gefreut jetzt. So, was sagt der Emil TV-Tipp? 5. Oktober 20.15 Uhr Bayerischen Fernsehen, jawohl. Brettelspitzen vom Hofbräuhaus in München, jawohl. Ganz wichtig, meine Lieben. Vormerken anschauen, jawohl. Mit dabei, die, 16er Bull. so schaut's Wir aus. sind Mit da 2 Nummern sind wir mit am Start. Ja. und werden nächstes Jahr im März wieder nach München pilgern. Für So ein ist paar es. Tage wieder, ja. So ist es. Also nächstes Jahr. Nächstes Jahr könnte sogar sein, dass wir in 2 Sendungen Könnte sein, ja, da werden wir, es ist alles so ein bisschen in der Schwebe momentan. Ja, Weiß noch das ist nicht, sowieso ja. ein bisschen so ein Ding, aber ja, wie geht's? Liegt aber nicht an uns, also Nein. definitiv nicht. Der Schmiedeck. Nein, Leibwand, dann ist es ein anderer. Dann ist es ein anderer. Der Schmiedeck. Das gefällt mir. Bis er der ist, nein, der Schmiedeck. Weltklasse, Christian Schmiedeck. Das ganze, quasi das ganze Anonymous-Dings, leider haben wir jetzt da, Jetzt ist leider jetzt haben wir die aufbladelt. Jetzt haben wir die aufbladelt. Ja, was soll man machen? Aber umso größer die Freude, dass du mit dabei Freut bist. mich sehr. Danke Zum dafür. Wohle. Ja, zum Wohle. Trink einen Schluck. Keine Frage. Gin Gin. Oh je. Na, da, ich gieße gleich mit links. Das mache ich da mit links, nicht? Also in Del weiß nicht jeder, was auf Bücher. Ja, danke schön. Ja, das erklären wir anders mal wieder. Bücher weiß schon jeder. Glaube ich, der zuschaut. Wer nicht, muss nachfragen. Wenn du musst nachfragen, ja, genau. Klaus, wie geht's dir mit deiner OP und hast du noch Probleme? Trägst du noch einen Gurttrage noch? Ja, einen Gurttrage noch. Hier Aber- kommt gut. Hier kommt Gurt. Nur mit Helm und nur mit Gurt, muss man das sagen. Hätte sogar. Patrick, schön dich wieder gesund zu sehen. Jawohl, ich freue mich auch. Was glaubst du? Ich rieche was, ich schmecke was, weißt du? Keine Halsschmerzen, nichts. Ich kann hinterhalten, ich kann reden wieder. Das ist was Feines. Sehr schön, sehr Das ist angenehm. was Feines. Keine Schüttelfrost und sonstige Zustände. Von Vorteil. Weißt du, wie schön das ist? Super. Das ist von Vorteil. Ja, nein, für mich. Brustburschen, sagt der Christian, der Schmiedeck. Jawohl. Das ist wirklich lustig. Ich weiß nicht, der eine war Christian, der andere war Gesüd und der CS und wir haben noch 2 Christen. Ich weiß jetzt aber auf die Gauche gar nicht mehr, wie die dann kassen. Aber jeder Christian oder der andere Namen, bis auf einen. Bis auf einen, ja. Das ist Ja, auch Christian wirklich so. kassen. Ja, ein Chris, genau. Ein Chris, ja. Und dann, ja, und das ist immer so in Spitznamen weitergegangen. Ich war, Bei Spitznamen Nummer bei mir 5. war es Leiber Klaus, ich war der Klaus, hat es keine anderen gegeben. Klassischer Spitznamen der Zuckerl. Zuckerl, gut, Zuckerl. Was ist der von Beruf? Zuckerverkäufer, nicht? So schaut's aus. Im Großhandel. Also Ja, aber Ein war ja auch großen noch, man Konzert. ist ja später gekommen, aber tatsächlich, weil mein Vorname Gerhard, der ist auch oft vorgekommen damals. Gerhard auch, ja. Patrick war nicht oft. Patrick ist nicht, war nein. oft gehabt. Nein, gar kein Patrick kenne ich gar keinen anderen Kenn von nur uns. die. Ja. Und Klaus ja auch nicht. Nein, Also damals in der Damals, ja, Jugend ja. nicht. Ja. stimmt, ja. Das ist das. Der Berne ist auch da, schönen guten Abend, jawohl. So, ja. Na, wie gesagt, OP-Wunde schreitet voran, also die Genesung schreitet voran, also es wird immer besser, immer besser. Mit dem Heben soll ich noch aufpassen, muss ich noch aufpassen, weil je weniger ich spiele, desto schlimmer wird es. Aber in gut brauche ich es. Also wenn ich mehr tue, das ist schon leibender. Aber sicher. ja, eine Zeitl noch, dann bin ich wieder ganz der Alte. Was weiß denn die Welt, was ein Werner Herz fühlt, sagt der Wolfgang. Ja. Dein Wunsch ist uns Befehl. Haben wir schon lange nicht gespielt. Viele Lieder von Wien, in F-Dur, Viele gell? Lieder von Wien. Oder? Von Gustav. Ja. Viele, Gustav? F-Dur, ja stimmt. F-Dur. F-Dur, ja. Warte. Moment. Das muss ich Ja, begehen. bitte trinkt ein Achtel mit. Ja.
hat es ein paar Wochenende. Der Klaus hat die Donut gewusst. Ja. Und ich musste nachtrinken. Ja, ja, das ist der neue Klaus. Seit der OP, wahrscheinlich haben sie mir im Hirn auch was gemacht. Das ist vielleicht der Ding gewesen, der, wie heißt denn das da, die, weißt du, was da reinblasen, steppert wie es da, na, Die Narkose? Narkose. Nein, ich sag jetzt nichts. Ja, was? Das, was da reinblasen. Naja, ich wusste, du weißt, was ich meine, und das ist recht, ja. Das ist das Wesen, ne? Ja. Ja, vielleicht ist das, und seither bin ich intelligenter. So superkraftmäßig. Wie der Superman. Ja. Ein Gescheiterl. Kryptonit. Ja. Aber nur im Denken, ja, weißt du, ein Genie. Gut, war ja vorher schon bis zu einem gewissen Grad, nicht? Das weiß ja nicht jeder oft, das ist ja das. Es fällt einem Genie so schwer, das Umfeld davon zu überzeugen, dass man Genie ist. Ich mache das seit Jahrzehnten und das glaubt mir keiner. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, Ja, was war's denn? Ja, was war's denn? Ja, was war's denn? Viele Lieder von Wien und von Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Werner immer bei Fasselscher winkt und den ganzen Tag gegen Null stimmt und dass auf Nacht in sein Bett nur schläft der ein schramme Quartett. Das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Jo, was denn die Welt, was wer Herz füllt, wann die Geigen ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Werner von Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zidrig erklingt. Ja, was in die Welt von einem Wendel in Wien, wenn das Wendel da steht in kein Bedecker drin, das Geheimnis verloren wir nicht, weil das doch noch ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer rein mal nach Wien, vor der erstens zum Heurigen hin, ins Museum am Vormittag drauf und dann gerade am Stephansturm nach und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt einen Wiener Kaffee und am Abend, ja, da speist er vollglück ein Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat er erzählt und ich hab leise nur gelacht und hab ihm daran aufmerksam gemacht. Ja, was in die Welt, was ein Werner Herz füllt, wann die Gegend ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Werner vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zitrig erklingt. Jo, was in die Welt von einem Wendel in Wien, wenn das Wendel da steht in kein Bedecker drin,
das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch noch ein Wähler versteht. Jawohl, klasse Nummer. Absolut, schöne Nummer. Schöne Nummer, ja. Was war's denn die Welt? Das ist schon so, was das. Von Pepe Mataschek Ja. auch oft gehört. Oft das gehört. oft gesungen. Eigentlich vor Jahren. Ich wisse jetzt gar keine Aufnahme, wo ich das herhätte. Stadelmeier Club. Ja, stimmt. Ist auch drauf. Ja, Ist ja. auf einer von den drei. Das stimmt, Von ja. den 3 berühmten Platten. Ja, genau. Die 3 CDs. was- Aber da habe ich schon kennen, wie die. Da bist du Also da war ich Informatisch. ja. Das war, Welt, war ja. mir im Kopf, war eigentlich. Pepe, der hat eine Parodie der auch noch gesungen. Genau, ja. Ja. Mit Bodelbrot oder was, ne? Aber was weiß denn die Welt, was ein Werner Herz fühlt? Wenn er sich seinen Hunger mit einem Bovilbrot schützt, wenn er so lange Zehnt noch einen Schunkenbauch hat oder gar noch einen Schnitzel mit einem Happes. Ja? Ja. Mataschek, Wahnsinn. 90er Jahre. Ja. Ich singe nicht, sagt der Wolfgang. Schau, die Achtel von einer Danke. Dankeschön. Wunderschönes Lied, sagt das eine muss Was auch. Neues habe ich heute beim Live-Chat, der verschwindet, kommt auch eine Werbung heute zum ersten Mal. Bei mir habe ich noch nie Was gehabt. im Chat? Im Chat, da ist der Chat weg und statt dem Chat ist da eine Werbung. Oh, schön. Interessant, ja. Was die alles einbauen. Okay. Was die alles einbauen. Das So ist ganz so dreimal authentisch. aufgefallen jetzt, da schon, weil ich so aus dem Augenwinkel betrachtet habe, während dem Spielen. Ja. Ja. Ein Video? Nein, irgendein Nein, nur Text. der Text, ja. Kaufen Sie. Ja, kaufen Sie, was Sie haben das noch nicht, Sie brauchen das. Ganz authentisch, unsere Buben, sagt die Maggie, dank der Firma ist. Der Raffi hat die Weinglasel eine, jawohl, die Spritzerglaseln. Ein Privileg, das nur Kanalmitglieder haben, meine Herrschaften. Nur Kanalmitglieder. Schaut eine. Das ist auch das einzige Privileg, Das was ist auch so. Kanalmitglieder haben. Ja. Aber für 4,99 € im Monat, das heißt, umgesetzt quasi symbolisch 2 Achteln für uns beim Taschler im Monat, mit denen ist man voll dabei, hat mehr oder weniger da jetzt nicht irgendwelche Benefits, aber man hat die unglaubliche Genugtuung, das Wienerlied ein bisschen zu fördern. Also, Unterstützen. so schaut's aus. Natürlich. Also wird's ist schön. Kanalmitglied, das hat mich gefallen. Ja. Ich muss alle Tag mein Wernerlied hören, die Mege, ja, jetzt gehen wir gleich drauf fahren, ja. Eine gute Idee eigentlich. Paul Hartmann, jawohl. Und wieder ein warm ums Herz gesagt, schaut Alexander Hauser, grüß dich wieder. Ah, grüß dich, servus Alex. Ja, ich muss alle Tag mit Wernerlied hören, ja. Werden wir auch gleich haben. Davor möchte ich noch, weil ich gesagt habe, jetzt Kanalmitglied, es gibt, ich habe noch die Grafik noch nicht fertig, aber es wird diese Woche kommt es heraus, unsere erste Fanfahrt, die gemeinsame Fanfahrt, und zwar nach Litschau. Wir treffen uns im 21. Lentner in der Früh, zeitlich in der Früh, fahren mit einem Bus nach Gmünd, steigen ein, dort in die Schmalspurbahn, fahren damit nach Litschau, haben uns dort beim Kaufmann, bei unserem Stammwirten in Litschau, haben uns ein gepflegtes Mittagspapi rein und ein paar Weindierln oder auf Bierli oder was auch immer einen gelüstet, während dort dann aufspülen, gemütlich, Musik machen, dann packen wir uns zusammen, fahren mit dem Bus wieder zurück zum Lentner Richard und dort, wer will, kann immer noch dort den Nachhall Kann dort immer mit noch uns begehen. das ein oder andere Achtel zu sich So nehmen. ist es. Nicht wahr? Für einen erstaunlichen Preis, ich glaube, oh ja stimmt, ich glaube 59 € kostet das ganze Tag, diese Geschichte. Alles also zusammen. ohne Essen. Ohne Das Essen, muss man selber aber zahlen. inklusive Essen, Fahrt, trinken. inklusive Bahnfahrt. Genau. Das Also ist alles. das, Und Musik. Und Musik, ja. Wir Alles sind zusammen. auch dabei. Wir sind auch dabei. Ja. Ja. Und das ist nicht unwesentlich, um 10 € ist es günstiger für die Mitglieder im Fanclub. Was der? Da gibt es schon Ja, Benefit. Da gibt es schon Benefit. Also wer im Fanclub mit dabei sein will, alle Informationen findet ihr in der Videobeschreibung und natürlich diese Fanfahrt wird natürlich noch üppig beworben. Man muss dann schon schnell sein, weil mit 50 Leuten beschränkt. Der Beschränkt, Bus, ja. theoretisch geht man es noch größer machen, aber eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich nicht, wegen einem Zug oder was, irgendwie so. Inklusive Ja, Umzug gut, und also, ja. Ja. aber diese Informationen, die kriegt es noch, das ist ganz klar. Aber das wollte ich jetzt aber nur sagen, in
In diesem Zusammenhang, und wenn wir schon beim Fanclub sind, es gibt auch eine reine Fanclub-Veranstaltung dieses Jahr, nämlich Ende November. 26. November, glaube ich, besser richtig. Das ist wirklich nur für Fanclub-Mitglieder. Ja. Fanpartie. Da sind wir beim Taschler. Da sind wir einfach beim Taschler, wir haben die Instrumente mit, wir spielen, was ihr wollt. Der Taschler macht extra für uns auf, also geschlossene Gesellschaft. Nur die 16er Partie unter uns, dass wir einander kennenlernen, wer sie noch nicht kennt, dass man so miteinander und ja, das ist eigentlich der Plan. Also wie gesagt, im Fanclub dabei sein, zahlt sich aus. Der Mitgliedsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 19,94 €, entspricht unserem Gründungsjahr 1994. Ich möchte dazu sagen, das geht eigentlich auch nicht auf uns, also das kriegen wir nicht oder was, sondern das ist der Fanclub. Also da sind wir ja gar nicht Mitglieder, wir sind nur hörig den Anforderungen. Hörig den Polier und den anderen, nicht? Genau, absolut. Da kommt das so. Da. Werbung, more Nutrition. Werbung. Jetzt So. einkaufen. Ja. Was schaut die Weitgeld ist da? Bei uns in der Firma hat es gebrannt. Na, Alter, was los? Ja, schon, Maria. Ja, Gleich durchlöschen. Machen wir eine Löschung. Gleich durchlöschen, Jesus. Ne? Der schmeckt da, gell? Ja. Maggie Pemberton bringt dann noch alle drei ins Spiel. Ja. Gut, aber jetzt reißen wir mal an. Ich muss alle da. Dankeschön. Da angeschickt davor, nicht? Muss wieder die Finger. Ich wieder falsch sehen, wieder daneben geschaut. Nicht? Ja, wahrscheinlich, ja. Mein Auge ist nicht das Beste. Das ist Ja, der Raffi hatte einen Freitagbesuch von meinem Freund Walter Nagel. Ja, yes! hat er mal geschickt, das Foto. Hat er mal geschickt für euch beide. Walter Nagel, Weltklasse Musiker, lieber Kollege, lieber Freund, ein Haberer. Ja. Und ein guter Unterhalter. Also erstens ein guter wirklich guter Musiker. Und ein guter, wie soll ich sagen, so einen guten Schmäh. Der unterhält. Ja. Ist sehr leibend. Das Ist wirklich absolut so. leibend, ja. Bravo, auf jeden Fall, Raffi, das Büdel habe ich gesehen. Habe ich mir nicht zurückgeschrieben. Hat er nicht wie sagt man? Oder nicht übermittelt die Grüße? Ja, oder was, übermittelt kann man auch sagen. Ausgerichtet würde ich sagen. Übermittelt kann man auch sagen. Ausgerichtet. Ausgerichtet, oder nicht? Hat er mich nicht ausgerichtet? Das ist ein Wahnsinn. Da haben wir vom Ausflug reden, eventuell mal mit einem Fiaker. Das Gefühl, unser Franz Brandwehr hat immer noch Internetprobleme. Ja, scheinbar, ja. Ja, offenbar. Ja. Gut, ja, die Fiakerfahrt natürlich, das wird erst dann wieder im Frühjahr stattfinden, frühestens. Haben wir aber gesagt, dass sich das nicht mehr ausgeht, ja. So, ich muss halt auch mal, wie geht denn das Lied überhaupt? Ja, schon. Wer einmal weit fort war, weit draußen in der Welt, der weiß erst so richtig, wie das Handwerk wird. Und wenn's dann noch singen, da den Steffen noch sehen, da holt's mich gleich nimmer, da ist mit mir aus und geschehen. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören, sonst Nummer an. Und wenn man so rein auf der Zieden spülen tut, die drucke am Gerät dankbar die Hand. Die Terzen, die singen mir leise ins Ohr, ja, du bist heute ein echter Wiener Kind. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Mein Freund war halt immer schon als ganz kleiner Bub ein Quetschen, ein Klampfen und ein Dudler dazu. Doch für solche Wünsche fehlt mir öfters das Geld. Ich bloß mir am Kampe, was mir zur Söhnlichkeit fehlt. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, sonst bin ich verloren um mein Land. Und wenn man so nur einer auf der Zieden spülen tut, die
gern je dankbar die Hand. Die Derzen, die summen mir leise ins Ohr. Ja, du bist heute ein echter Wiener-Kind. Ich muss alle Tag mein Wiener-Lied hören, so lang bis der Herrgott mich nimmt. Eine wunderschöne Nummer, ja. Jawohl. Ich sah Wildcat. 10 Superchat. Euro Superchat, ich danke dir ganz Sani Motto und Mutzi Busa werfen ein. Bravo, Sani und Mutzi. Einmalig unsere Nymphensittiche mit Wienerlied gespielt. Danke dafür, vielmals, Danke. Wildcat. Und natürlich Sani und Mutzi. Sani Motto und Mutzi Busa. Jawohl. So hätte ich gesagt, die Mägel schon. Er hat ausgerichtet darauf, wird er ausgerichtet. Ja. Was haben wir da? War eh brav. Wer? Der Nagel. Ja, so nicht sicher, aber warum sollte nicht brauchen? Schau, Sprachblitz ist auch da, später war doch. Jawohl. Grüß dich, gut, servus. Aus Wert. Ja. Ich hätte bald gesagt, der Nagelbäder, aber der Nagelbäder ist wie ein anderer. Das ist ein anderer. Das ist einer der Söhne vom Karl Nagel. Genau. Und Enkel. Der Enkel auch, weil mit dem bin ich in die Der, Fische der gegangen. Enkel, genau. Auch der Peter, ja, genau. Ach, der hat auch Peter gehabt. Genau, auch der Peter, genau. Oder heißt hoffentlich noch immer. Ja, hoffentlich, ja. Ja. Ein Vakuumrufen. Magnesium brennt schnell und darfst auch nur ersticken statt löschen. Ja, Magnesium Wildcat, brennt wunderbar unter Wasser auch, ne? Das ist... Ja, ja, aber Hauptsache Hauptsache, es ist alles nichts gut passiert, gegangen. nichts Wesentliches. Das ist wie. So, was hast du gesagt? Alle drei hat die Mägel reingeschrieben. Machen wir gehabt. Machen wir alle drei. Alle drei. Und der Patrick muss am Handy spielen, Ja, nicht? es ist Während schon wir live komplett sind, nicht? Spielt am Handy. Nicht? Natürlich. Das ist die Jugend von Du heute. musst ja das einstellen wieder, dass Einstellen. ich zumindest irgendwas Geht angestellt, gehört das angestellt, nicht eingestellt. Soll ich auch dran? Was machen wir jetzt bitte? Alle drei bitte, alle ja. drei. Und die Nebelfahne und die Judenhahne und die Zitronenrese, alle drei. Die sind in Stoten gegangen und wollen einen Kugel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei. Die sind in Stoten gegangen und wollen einen Kugel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei. Und der Stravanzer Hansi und der Granatenfranzi und der Chilewickel, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen einen Hasel fangen. Dabei sind's nicht gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen einen Hasel fangen. Dabei sind's nicht gegangen, alle drei. Der Grammatanzer Schani und die Togodename und die Zitronenresi, alle drei. Die sind zum Igel gegangen und wollen einen Goden fangen. Dabei sind's Meier gegangen, alle drei. Die sind zum Igel gegangen und wollen einen Goden fangen. Dabei sind's Meier gegangen, alle drei. Und die Krawattentonne und die Hefenfraune und der Rinnegel, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen.
Jetzt sind sie ins Häfen kommen alle drei. Jawohl, so schaut's aus. Alle drei, alle 4 Strophen, meine. Eieieiei, schau da was an. So sagt die Weikert, war 2 Wochen im Urlaub und Bruders Katze wurde das rechte Bein abgenommen. Okay. Na geh, furchtbar. Nach einem Tag schon aufs Sofa gesprungen. Na ja, gut. Ja, die Tante sind da nicht. Die Viecher sind da nicht so wie mir. Denken nicht, das ist Ja, das denkst du, da wird ein Hack schon weniger. Mit meinem Rest auch. Das ist eigentlich auch beeindruckend, ja. Jawohl. Naja. Ich glaube, arg. Redcat, arg. Was sie da spielt, was sie da Jetzt hab ich einen Wunsch. Was wünschst du denn? Ha, wünsch dir was. Wünschst du dir was? Kenn ich nicht das Lied. Haben wir schon länger nicht gespielt. Und weißt, der Karl M. wünscht sich das immer. Auch sehr, sehr oft. Und ich spiele es viel zu selten eigentlich. Und allein nur aus Selbstdisziplin eigentlich, dass ich in Übung bleibe, eigentlich, dass ich nicht ganz vergiss. Die Ruf- und Leiertänze. Bitte schön, gern. Dass ich nicht ganz einrost. Ja, Die sind hagelig und das muss man spielen. Hilft das das. ist eine gute Idee. Mit dabei. Schöne Nummer, gehört öfters gespielt wieder. Ja, die hat gespielt, Die definitiv. gehört wirklich öfters gespielt wieder, ja. Aber, ja, Das ist auch wieder, wenn wir zuerst schon gehabt haben, diesen Bogen von 150, 200 Jahren Wienerli, das geht auch noch viel weiter zurück. Also da haben wir wirklich einen Bogen eigentlich. Das jetzt. stimmt, das stimmt. Bis ins Mittelalter noch, der Schluss da. Da hast du recht, absolut. Super viel ins auf der Harmonika, Patrick, sagt der Spruchpolizei. Dankeschön. Noch zu dem Lied oder zum Vorherigen? Nein, das muss was anderes sein. Das muss vorherigen. Das war bei alle drei, glaube ich. Ja. Ja. Das ist aber immer dieses Kunststück, das nicht zu viel wird. Das ist eine Gratwanderung des Öfteren. Ja. Super Idee, sagt der Franz eben. Ja, das war noch vorher. Ja, einmalig. Ja. Weh. Da kann man mal Wasser trinken. Bravo, die Codes. Ja, schau die Pfote. Vor der Pfote Krebs. Einmal entfernen, dann kam es wieder. Und dann einschläfern oder annehmen. Ja, wo ich annehmen und passt. Das Genau so ist es. Hat noch eine Freude dabei.
Also nicht beim Annehmen, sondern vom Leben, meine ich. Ja. Aber anders als wie beim Einschläfern, so hätte ich es gemacht. Ja, Nicht? ja, genau. Ich habe dich wohl verstanden, ja. Dem muss man immer sagen, nicht, du weißt ja nicht heutzutage. Nicht? Das ist ja gleich alles, kriegt man gleich einen Shitstorm, sozusagen. Das brauchen wir nicht, das kriegen wir nicht. Nein, das Das tschechische Bier ist nicht so mein, sagt der Wolfgang. Wirklich? Ey, ich trinke schon gern. Tschechisches habe ich auch gern, weil das ist nämlich süß im Vordergrund und hat aber hinten im Abgang dann wirklich sehr, sehr so ein hopfige Dings hinten. Das Ja, ist, ich meine, ich hätte es gar nicht so Pilsner zum definiert, Beispiel, ich hätte es gar Pilsner nicht so- Urquell zum Beispiel ist auch so wirklich. Ich hätte es gar nicht so jetzt analysiert, ich hätte einfach interessant gesagt, ist, mir schmeckt es. schmeckt's auch, Das ist so sind immer so ein Wolfgang, der Arme. Ja, genau. Schau, Dampfer 57 ist da. Sehr. Heute hatte ich Besuch von einem lieben Freund aus Wien. Vor vielen Jahren stand er als kleiner Junge zum Hauptbahnhof in Zürich und im Hals hatte er ein Schild mit seinem Namen. Er kam als Pflegekind. Wirklich wahr? Das ist ein Schmäh, oder? Stimmt das? Finde ich das kleine Das ist im toll. Hauptbahnhof in Zürich. Also ein Schild mit seinem Namen. Kam als Pflegekind. Das ist ein Wahnsinn. Ja, ich meine, so Geschichten gibt es ja. So was gibt's aber, ja, genau. Aber Leibwand, bravo Dampfer. Bravo Dampfer. Wenn wir vom Bahnhof fällt mir auch wieder ein. Zum Wohl. Das sprudelt heute aus mir. Ich bin so frisch, obwohl ich bin eigentlich noch miert, aber Sprudelt, sprudelt. Wahrscheinlich machst du die Vorkarten, ne? Eieiei, wie geht denn der wieder? Jetzt bin ich schon wieder ganz. Aber ja, man wird schon hinbringen. Ich hab eigentlich nichts geübt die ganze ich habe die Tage. letzte Woche auch nichts gemacht. Ich Ja, bin, was da, hat die bin da Woche, die letzten niedergelegen. Wochen habe ich nichts geübt. Nur das, was wir gespielt haben. Das wird schon gehen, oder? Du traust dich? In was ist denn das In jetzt? Dora. eingefallen? Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schießen, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus und dann stehst du in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schlägst du dich zur Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schießen, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, an jeden Stein und jeden Baum. Drum denk ich mir immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien.
Auch eine wunderschöne Nummer, ja. Wunderbar. Eine neigere, aber wunderschön. Ja, man auch schon wieder alt. Halt, Auch schon wieder alt, ja. Ja, das ist halt, wie es so ist. Das ist ein Wahnsinn, da, gell. Tolle Geschichte, tolle Geschichte. Mit der Gicht muss ich langsam machen. Ja, 3 Kilo sind schon unten, Wolfgang. Bravo. Ah, ja. Bravo. Ich weiß noch, was 16er Blech bedeutet. Dann haben wir eine ganz wichtige Erkenntnis. Muss ich echt sagen. Sehr leibend, sehr leibend. Jetzt fehlen noch die 32 Groschen, meint der Wolfgang. Aber die Gicht ist ein Hund. Muss da nicht mit Salz aufpassen. Nein, so ist es eigentlich wurscht. Ich glaube, man muss mit viel Generell viel Flüssigkeitszufuhr schaut nicht, dass das ausgeschwemmt wird. Und es gibt dort gewisse Lebensmittel, so, vor allem Bier ist ganz stark, das von Purin, heiltig von Haus aus schon ist. Das ist. Wenn ich gleich Schluck Weißt du, von was ich rede? Der Wein ist nicht so schlimm, ja. Sicherheitshalber, weißt du. Weil die Birgit sagt vollkommen zu Recht, Gicht ist dangerous. Das war der Leiberl. Das war jetzt schon der Für mich, Leiberl. ja. Im Ich kämpfe auch mit der Harnsäure nicht, das ist leider. Patrick, für dieser Büdel, das muss ich der KI auftragen. Mit einem Gicht, da müssen wir so ein Ding. Und dann, so Gicht ist dangerous. so Boch, Ja. so und ich muss euch wirklich eins sagen, wer es noch nicht hatte, macht euch nicht lustig. Es sind Schmerzen, es sind furchtbare Schmerzen. Ich darf mich lustig machen, hab's auch schon gehabt. Mit dem Essen haben wir aufgepasst, sagt der Wolfgang. Ja. Karin, keine Meeresfrüchte, echt. Keine Bohnen, alles was Purin enthält und nicht so schnell abnehmen, weil sonst die Harnsäure steigt. Nicht einmal schnell annehmen dürfen wir. Ja. Sprachpolizei für mich ist schon Simmering Ausland. Weltklasse. Großartig. Schau, Hannes Spießlein ist da. Schönen guten Abend in der Runde. Servus, Buben, später, aber doch bravo. Du, Hannes Spießlein, Guten Abend. heute haben wir schon an dich gedacht, weil wir haben ja, wer das nicht weiß, also wer es nicht mehr weiß, wir haben ja vom guten Hannes Spießlein einen quasi Geschenkkorb für Erwachsene gekriegt. Einen Verkostungskorb. Kann man auch sagen. Also verschiedenste Biere. Und wie gesagt, das werden wir, wenn wir in der Klause ein paar Flaschen machen, werden wir die anreißen. Nun nächsten Montag wird es wohl soweit sein. Ja. Und nachdem der Patrick nämlich schon am Sonntag anreisen wird, Brauche ich nicht einmal ne, gekühlt mit. brauchst du nicht wirklich gekühlt mit dem Korb so mit, wir hauen es am Sonntag in den Kühlschrank rein, sodass am Montag am Abend zur Pavlatschenzeit das Bier eingekühlt ist. Jawohl. Weil am Sonntag machen wir noch ein bisschen, da machen wir ein bisschen Repertoire, Auffrischung. Ich freue mich wirklich. Ja, ich mir auch, ja. Das wird super. Da wird viel Musik gemacht einfach wieder mal, ja. Richtig. Ja. Arrangiert, gibt Gerätträger. Also richtig gearbeitet. Schön, ich freue mich schon. Das Na, so wird- kannst du das nicht wird spielen. Na, Blödsinn. Arschloch-Depper zuerst, das gibt's ja nicht! Wieso kann ich das so? Jetzt spiele ich es dreimal richtig, wieso spiele ich es jetzt wieder falsch? Also, das ist, wir haben es ja sehr lustig. super. Also wir reden mit uns selber Wir immer reden so. mit uns Das selber ist auch, nicht, nicht? gegenseitig eigentlich nicht so. Das ist wirklich, das ist eigentlich, das müssen wir mal aufnehmen. In Wahrheit, wenn wir was so einstudieren, einprobieren, wir reden nur mit uns selber. Und zwar wirklich derb. Ja. Du Trotteldepper, merkt er das endlich, Gibt's so ja viel nicht. Trottel, es gibt's ja nicht, Arschloch, ein und da fallen wir mit uns herum. Das ist so einfach, ist das Vogel am Baum zwitschern dahin. Ruf und leiert jetzt. Und da bringe ich die 3 Akkorde nicht zusammen. Das gibt's ja Ja, nicht. das ist es. Das ist es. Aber wirklich, das ist super. Und wir reden und na, so zueinander sind wir freundlich. Aber zu uns selber immer. Wir fühlen uns immer selber an. Das ist gigantisch. Eigentlich lustig. Auf jeden Fall ja. Also nächsten Montag wird es wahrscheinlich eine Bierpavlatsche. Ja, weil ich jetzt halber Alupurinol einwerfen vorher. Ja, weißt hat du, der eine was. dass nicht das Zeichel kommt am Dienstag oder Mittwoch dann. Nein. Da schaut der Peter Falk, ich habe noch 2 Vorkarten nach Wien dieses Jahr, Oktober und Dezember. Wir sehen uns. Ja, ich freue mich. Jawohl! Jawohl. Weltklasse. Ich freue mich schon. Weltklasse. Ja, Sprachpolizei, weil du sagst, wir sehen im Ausland. Hat mit dem jetzt nichts zu tun, aber es war recht lustig, weil wir dann beim Kirtag noch plaudert haben, dann der Franz M., wie er erzählt hat, wie er heuer in Litschau beim Konzert von Harry Stoiker er erwähnt hat, und da ist uns halt die Sprachpolizei eingefallen, wie er erwähnt hat, kurz eine Zeit bei Novaks Kapelle, und zwar hat er das in der Form gesagt, ich glaube, der Franz M., korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergeben sollte, aber da hat er gesagt, er ist ein 68 oder ein 69 wieder jetzt, ne? Oder ist er jetzt der Harry Stoiker. Ja. Und da hat er gesagt, damals hätte ich nicht geglaubt, dass ich das Alter erreiche, als ich noch
in Novaks Kapelle gespielt habe. Und da habe ich mir gedacht, ja, na schau, das ist Da geht. ist ja was Und da. Weißt wie du, ich immer zu sagen pflege, dass Keith Richards noch lebt, gibt mir Hoffnung. Ja. Ja, ich schaue gar nicht so weit, ich schaue an die alte Wienerlied-Musiker auf einen, der uns verlassen hat, aber mit fast 100, nicht ganz 100, aber fast. Stimmt. Der Walter, mein Lieber, mein Walter, mein Häuser Walter. Das ist mein Vorbild jetzt, da seit mir mit erwischt hat, ein bisschen gegangen. Aber da, der Walter, an den hält er mich. Ja. Susanne muss ja klar, das mache ich auch. Aber laut wird er merken, was. Ja, aber das ist zum Beispiel bei mir, der 68er stand bevor, der Franz eben genau. Und er hat gesagt, Genau, das hätte man genau. damals wie bei Novaks Kapelle, weil ich mir nicht gedacht, dass ich jemals 68 wäre. Ja. Das ist aber das ist wirklich, zum Beispiel, wo ich das auch, dieses Schimpfen ist beim Arbeiten. Also wenn ich es arbeite. Und zwar einfach, Du aber, bist ja viel ärger als ich. Ja, ja, aber das ist nicht, aber ich bin ja da, Aber ich bin ja da entspannt. Ich bin entspannter. Also ich schimpfe, das gehört für mich dazu. Wenn mir was runterfällt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich zusammenbringe an Schimpftiraden, weil mir was runterfällt, wo man von Haus aus klar war, das fällt mir rein. Und dann nicht nur Schimpf, was der Jahrmann kann beim Arbeiten. Nein, ja, man tut nicht. Nein, ja, man tut nicht. Ich meine, aber. Nein. Ja, da kenne ich Nach der Arbeit, nach der. Du hast mich noch nie arbeiten gesehen. Ja, aber ich meine, berufliche Nachher. Arbeiten und so. Beruflich, ich meine, Geht auch auf. Da tut man Man alles. setzt sich auf die Bühne. Ja, weil ich nicht fluchen darf. Deswegen wahrscheinlich. Ja, beim Hinsetzen aufstehen, angeben, stimmen, Glasl anstellen, das sind halt, das ist alles anstrengend. Nein, ich meine jetzt beim Arbeiten. Nicht? Das So ist meinst du? mit Werkzeugen oder so arbeiten, irgendwas schneidet. Mein Munkelein haut es immer an, weil ich fluchte herum. Das ist, kann ich leider da nicht machen, sonst sperrt uns das Video. Aber da bin ich vorne dabei. Aber das mache ich so aus Freude. Das taugt noch viel. Scheiß drauf, Ja. und da falle ich herum. Das gibt's ja nicht. Ich bin der Einzige, der eine Beilagscheiberl dermaßen anschreien kann, dass es wie eine Sternschnuppe im Kosmos verglüht. Vor Scham. Ja, es ist aber Das, gut ich kann das. Gut ausgedrückt. Dann ärgere mich, was hieß, ist Beilagscheiberl oder weg, verglüht. Ja, dann hol ich mir ein Schweißgerät her. Und natürlich ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, der Schweißdraht abbrochen, muss ich nicht eine. Natürlich muss ich da fluchen. Da muss ich ja. Es ist mir doch so Der Trainer haut es groß auf, wieder ist verbrennt und Wohl Loch. der Loch nicht. Ja, ich bin der Einzige in der Wirtschaft, der Holz schweißt. Das ist halt so. Das ist so. Was haben wir da? Jawohl. So, Rudi, Klausi, lernst du die Handys, die Honda-Storien? Naja, leibend. Ja, hast du einen Text auch? Nein, wir müssen mal runterhorchen, gell? Ich meine, eine leibende Nummer ist es jetzt so. Weißt du, das Problem ist wirklich, Wann bringt man das dann, wann spielst du? Das ist eine Das ist- leibende Nummer. Ja. Und das hätte keine Frage. Wenn ich mir anschaue, den Stapel an Liedern, die Stapel, Die Mehrzahl, Stapel, die wir liegen an haben, Lieder, an die ich Liedern noch spielen stehen, ja. muss oder lernen muss, lernen will, muss man sagen. Ja, Eigentlich. ja. Da ist dann immer so die Priorität. Nicht? Aber lässig ist natürlich. Die Honda-Story ist schon geil, aber wann sollst du spielen? Irgendwann, wenn einmal einer eine Honda hat. Das ist mein Problem. Aber falls du einen Text hast, brauche ich gar kein Leadsheet. Das ist ja eine leichte Nummer, die kann ich mir überhochen. Aber falls du einen Text hast, dann da spart man zumindest den Text auszuschreiben. Das war leibend. Also ja, na gut, die Mega natürlich in der Kirche, wenn du die Orgel, wenn du was einübst, kannst du dich nicht herumfluchen. Das ist ganz klar. Verstehe. Stimmt, die lokalen Ausdrücke würden passen. Kreuzbieren beim Hollerstaub. Ja. Mein Vater hat das gekonnt, sagt, das ist eine Mutter. Und ich habe das Fluchen geerbt, möchte es nicht hören. Ja, das stimmt. Bei mir auch, das möchte keiner hören. Ja. Beim Schimpfen baust du Aggressionen, das stimmt wirklich. Fluchen kann ich auch, dann wird es am besten, stimmt. An manchen Das Tagen glaubt man ist beim was, Arbeiten, man ist in einem ja. Slapstick-Film, stimmt. Sprachblitz ist, glaube ich, jeden Tag. Brauche ich nicht einmal arbeiten dazu. Aber es ist wirklich so. Also hat der Ernstl und ich auch beim Harmonikabau oft fluchen. Ja, Fluchen. Und bei Reparaturen oder was überall ist nicht hier, der Stimmzunge nicht oder was. Ich schimpfe ja mal an, der Ernstl, na doch nicht so mit Gewalt. Sag ich, oh ja, mit Hammer hau ich jetzt drauf. Ja. Das Kraft Das ist super.
Das ist so befreiend, das ist für mich, das ist wie Zen-Buddhismus, nur von der anderen Seite her halt. Ne? Ja. Du kommst halt mit Ruhe und ich weiß nicht, aber während die da schimpfen, das ist nicht so, also wenn das jetzt jemand hören würde und herkommt, dann hätte man ja normal sagen, warte mal, ich rede lieber nachher. Aber das ist bei mir überhaupt kein Problem, weil das ist in dem Moment, oder was Handy-Leute, ja hallo, ja servus, grüß dich, also ich bin überhaupt nicht, ich bin vollkommen entspannt. Das ist nur dieser Moment des Ausbruchs. Nur die MP3 da, ja. Ne, schauen wir mal, vielleicht. Aber wie gesagt, sonst schauen Wolfgang seine Tochter seit dieser Woche Honda. Bravo. Hat sie ihn auch schon geschafft? Hat sie ihn geschafft? Weltklasse. Ich will bei Motorrad nicht mehr so viel reden, weil ich so traurig bin, dass ich es verkauft habe. Aber im Bagger habe ich deswegen. Aber es ist wirklich dann so, mich interessiert das gar nicht, das Thema Motorrad. Mich interessiert es gar nicht. Mich würde schon interessieren, aber mich interessiert es nicht, weil ich keine habe. Ein bisschen interessiert es mich trotzdem. Nein, mich interessiert es. Wenn ich nicht, ich meine, ja, das ist ja nicht Motorradfahren, das ist ja was anderes. Aber außerdem weiß ich nicht, ob ich den nicht verkaufe. Für meinen Damper. Weißt du? Ich hab's schon vernommen einmal, ja. Den Rest für meinen Radl. Ich hab nichts gegen das Radfahren, aber es ist halt, ja. Noch nicht. Sie ist dabei. Fahren du ich damit, bravo Wolfgang. Ja, da treffen wir uns mit. Ich mit meiner Honda, da mit meinem Scheißel. Und du, und da machen wir mal ein Harzl. Und hoffen das Beste für das Freund Töchterchen, dass nachher noch ganz das nachher noch geht. Die Maschine. So, was reißen wir jetzt an? Was reißen wir jetzt da? Geht über die, ich habe ein bisschen umeinander geschraubt, ein bisschen einen anderen Kopf aufgehauen. So hat mehr Bauern, ein bisschen mehr Kabinenplatz, ein bisschen mehr. Leider haben wir keinen Überreiber gehabt, noch gleich beim ersten Mal fahren. Ja, so alles vorkommen. Das ist super früher. Ne? Die meisten haben eine Vespa gehabt. Ich meine, wie in der Schule, weil die meisten haben eine Vespa gehabt. Und es war super, wo die Deckel abgebaut wurden, weil es nicht mehr aufgepasst hat, weil der Motor rausgeschaut hat. Ne? Aber ich glaube, die Jungen heutzutage bei mir im Land draußen auch mit den 50er Moped, mit 15 Jahren. Besonders wenn der Vater noch Automechaniker auch noch ist, da bloß nicht natürlich. Von außen siehst du es ja nicht, aber fort damit merkt man schon, die schirft schon an. Ja, das ist schon. Aber halt, ja, aber dafür sind sie strenger heutzutage von der Kiewerei her. Ne? Früher hast du eine Watschen auch noch gekriegt. Ja. Watschen, das baust du um. Nächste Woche kommst du auf die Polizei und sagst mir's, dass das umbaut hat. Ja, Inspektor. Und wenn das hinbracht, sagt, ja, passt, wieder haben wieder zangelt und wieder ausbaut. Ganz gut. Na, heute ist das Ressens der Gleistafel. Ne? Ja. Und musst gleich zahlen. So, du hast gesagt, was? Lokale Ausdrücke danach den Telefonbuchbuch, dann wollt ihr es mir umbringen. Das ist ja wahnsinnig, ja. Lokale Ausdrücke. Das ist ja Wahnsinn. Bitteschön. Ich fang das an. Der Deppert machen wir das. Manchmal, ich weiß nicht, warum du sagst manchmal. Das war die, du hast so richtig angesetzt. Das war die Verkühlung. In der vollen Wahrheit, ich bin deppert, bis dahin hat es gestimmt und dann haut er das zusammen durch diesen Schwachsinn manchmal. Ich hab's schon. Hast du das? Lass mal einen Schluck trinken, weil dann kann Bauer nicht sagen, nachher, wenn ich irgendeinen Fehler mache, ich bin deppert, sondern, ja, sag ich mal, heute spüre ich schon wieder. Nein, jetzt spüre ich das schon. Ich Gott sei Dank nicht. So. Ein Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn. Bei der Nacht in der Leopold statt 3 Gulden begehren. Der Herr sagt, ich zahle einen Gulden bloß nur, weil ich glaub, für eine Viertelstunde fahren ist das genug. Der Fiaker, der tut so. Geh schau, dass du weiterkommst von meinem Wohn. Du Bugler zum Maikäfer mit dem Öl Heferl. Du noch geschwind ein Porsche, sonst kriegst du eine Flasche, so ein geflickter Bärl, welcher Taschenfell ist. Masli ist auf der Herd. Mit deinen Spatzenmandeln kannst du ein Schuckern radeln, nicht ein Juckerzeigel, aber ins Magenbeigel. Ich hätte Wasser und es rein putzen. Das sind immer 12 Leute her. Eine sehr noble Dame kauft am Naschmarkt ein, doch tut ihr alles zu wenig und teuer tut sein. Wegen 3 Kreuzer handelt's eine Viertelstunde rum,
und zum Schluss kauft sie nix. Na, da wird's der Grädlerin dumm und die Grädlerin vergangen. Zum Schimpfen, was sie nur kann. Kauft der Schwester Laberl, schlampert der Radibabel, so ein Grappert Schlamperl, früher ab, was Stramperl, lo geht der Zuselfetzen, müssen sie abschätzen, das haben wir nicht vonnöten, na gut Lob. Ich kennt die Feierzeugen gleich beim Zopf auffangen, oder meine Bratzen, die Papen, das Grotzen, Plädé, Stanzgrädel, mit Schäbsenschädel. Schau, dass du weiterkommst, sonst werde ich grob. Ein Hausmeister, der spritzt Trottoir voller Grand und spritzt einer Frau unabsichtlich aufs Gewand. Darauf sagt sie fleht, was geben Sie nicht Acht? Na ja, drauf ist der Hausmeister schrecklich aufgebracht. Der schreit dir von der Zorn. Der spürt auf deine Kluren. Ausgewaschen Socksenkäbe, deppert's Gerotenweibe, du bist ja schon schön, wenn wir am Eastbank leben. Angeschaut der Haringsschädel, schlappert's Ausschlagzähler, wird das Totengerieb verhindert fuhren. Du kannst ja nicht mehr fliegen, mit einer Tier drehen, schmeckst Nummerkäbe, kannst fast nicht mehr zählen, wenn Schimplatz Grenzer weckerl, schlappert's Spatzenschreckerl. Schau, dass du weiterkommst, sonst wär die ordinär. Danke schön für die Achtung. Dankeschön. Und sonstige Beifallskundgebungen. Danke. Wird es mal Zeit, auch wieder eine Einblendung zu machen? Du hast aber recht. Eigentlich nicht. Wenn es euch gefällt, meine Lieben, der virtuelle Hut geht rum. Haut's was rein, wenn's wollt. Ich mein, So gut. da spielen wir unseren Wolf, verstehst? Ja. Und da müsst ihr was reinhauen ins Kerbel. Der Ne? Bugel vom Spülen. Na, wer sagt, die Musik taugt mir? Das gehört unterstützt, das ist leibend. Oder, wenn man sagt, das geht nicht mehr unterstützt, aber finde einfach leibend, was die jetzt weitermachen, haut's was rein. Kleine Beträge, große Beträge, alle Varianten sind möglich. PayPal, Online-Überweisung, Kanalmitgliedschaft. Ihr könnt im Fanshop was kaufen. Ihr könnt, ja, es gibt da diese Superchat und was weiß ich, was noch ist möglich. Alle Möglichkeiten. Gibt. Wir würden uns wirklich freuen, wenn es uns ein bisschen Wertschätzung da lässt. Pekuniärer Art hat was eine. Dankeschön. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass nichts daran ändern würde, egal wie viel oder wie wenig eine kommt, ob wir weitermachen oder nicht. Wir machen weiter. Das machen wir auf jeden Fall, aber umso leibender war es, wenn es was eine hat. Danke euch Dankeschön. herzlichst für diesen Schamates. Dankeschön. Ja. Endlich ein Text, der bei einer Verkehrskontrolle vortragen kann. Sprachpolizei. Ja, oh, genau. Kannst du vortragen. Den kannst du vortragen. Jetzt habe ich wieder so was Leiberns gehört, an Kontrollenwitz und habe vergessen. Was nix. Okay. Ja, nein, ärgert mich selber. Das ist ärgerlich, das ist wirklich Nein, ärgerlich. wirklich. Aber Ich wollte mir es noch aufschreiben. Und da bin ich aber nicht dazugekommen und dann habe ich es wieder vergessen. es gibt eine Diktierfunktion, gell? Ja, naja, gut, ich wollte da nicht, wie soll ich sagen, Selbstgespräche. ich wollte das nicht in der Stille, der Andacht, ich wollte nicht. Reminder an mich selber. Das nächste Mal, wenn ich in der Kirche bin, bitte vorher keine Bohnen essen. Danke. Amen. Entschuldigung. Nein, das geht nicht. Wochenende geht wieder Schmatis, Susanne Moser, bis der Weltklasse. Dankeschön. Schmatis bei Überweisung unterwegs hätte, einmalig, dank der. Habe ich gerade eine Schrammel ausgepackt, irgendwie juckte mich in den Fingern. Super Wurfel. Sehr gut, sehr gut. Eine Spießlein. Patrick, Die das gehört kenn ich. gespült, weil die ist Gespült. noch nicht eingespült. Ja, stimmt, genau. Die ist ja nicht gespült, und die ist schon wieder verstimmt wahrscheinlich, weil es nicht bewegt wird. Ja. Das ist nicht gut. Schau, bitte folgt. Aber ein Verzug September Schmatis wird nachgereicht. Bitte folgt. Dank dafür. Weltklasse. Der Hannes Spießlein hat gesagt, Patrick, das kenne ich vom Theaterspiel 2019. Bin ich auf die Bühne gegangen und beim ersten Satz Totenstille. Ich hatte ein komplettes Blackout. Ja, das passiert jedem einmal. Aber weißt du, was mich. Jedem Schauspieler, jedem Musiker. Ja, jedem. aber weißt du, was mich wirklich schon ein bisschen, weiß ich nicht, magelt? Es passiert immer häufiger. Nein, muss ich ehrlich sagen, nicht. Nein, bei mir nicht. Nein. Also, was ich Wirklich aussitzen nicht, habe. nein. Gott sei Dank. Ich glaub,
Aber nur bei denen, was ich wirklich schon Jahrzehnte spiele, die Lieder. Und das ist, Wobei es ja nicht ungewöhnlich, weil normalerweise sagt man, das Langzeitgedächtnis hält länger vor, weil das Kurzzeitgedächtnis lässt das erstes nach eigentlich, aber Ja, was mein Langzeitgedächtnis ist, wird halt beziehen auf vor der Matura. Ne? Ja. schon lang, ist ja lang her, ja. Das ist Langzeit. Ja. Und das ist blöd, weil da habe ich nichts gelernt. Da kann ich Wo ich nichts. das Gitarrespiel gelernt. Gitarre spielen. Ja, Gitarre spielen habe ich gelernt. Da habe ich gespielt Country Roads und so. Nicht? Oder mein erstes Lied, obwohl es mehr Akkorde hat, aber mein erstes Lied, was ich gelernt habe, war Blowing in the Wind. Wirklich, wo? Ja. Ja, weil das hat mir so gefallen und da hat mir der Wolferl, nicht? Klar, siehst du das meine? Das fällt mir nicht Der ein. Wolfgang, ja. Ja, wichtig, das ist der allererste, der mir Gitarre beigebracht hat. Und mir entfällt hier jetzt der Name. Der Fakasch-Wolfi. Der Fakasch-Wolfi. Fakasch, was für ein Name. Das war damals mein Jungscherführer. Und der Fakasch-Wolfi, der hat mir Gitarre gezeigt, halt so, ne? Da hat man so gezeigt. Und dann waren wir auf so einem Jungscherlager und da hat er mir jetzt ein paar Griffe gezeigt und so, so ein bisschen herum. Ding. Und mit dem Bus sind wir heimgefahren dann von der Schweiz, da waren wir in der Schweiz in Quarten waren wir da. Mit dem Marché dort. In Quarten. Und dann sind wir mit dem Bus heim und da habe ich irgendwo hinten auf der Reihe ich so leise mit einer Gitarre halt, mit seiner, nicht, habe ich da so herumprobiert. Und die wollte unbedingt in Blowing in the Wind spielen. Und ich habe gesagt, naja, das ist jetzt keine schwere Nummer, aber wenn du noch gar nicht spielen kannst, fangen wir an mit der Akkorde. Ich weiß gar nicht mehr, welche Akkorde da drinnen sind, aber es sind mehr als 3, aber auch nicht viel mehr. Also es ist jetzt kein groß, aber ich habe gesagt, nein, das will ich. Und ich habe gesagt, na gut, dann sage ich dir das. Und dann bin ich im Bus gesessen und habe Blowing der Wind. Der Wind. Also furchtbar, aber das war tatsächlich meine erste Nummer. Dann bin ich daheim, habe ich dann zur Mama gesagt, ich habe gewusst, wir haben so eine alte Gitarre daheim liegen gehabt. Irgendwo. Irgendwo, ja. Also ich habe gehofft, dass es noch da ist. Ich sagte, ja, von mir ist ja, die ist da. Weil, da konnte ich ja meine Eltern leichter davon überzeugen, weil das war schon da. Da haben sie nichts kaufen müssen. Und da ist sie doch nicht schon wieder, kommt schon wieder mit einer Idee. Nein. Ich gesagt, nein, die haben es da, hast du. Und dann habe ich mir aber da gar nicht so ungeschickt angestellt und der Fackelschwolf hat mir da ein paar so Griff gesagt immer wieder, die wir zu ihm haben. Und dann haben wir so gespielt. Und da habe ich echt so meine ersten Gehversuche. Und das erste Lied war wirklich Blowing in the Wind und ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht. Also ich habe null Ahnung. Ich meine, wenn ich mir das anschaue. Ja, ist gleich wieder da. Ja, sicherlich. Nicht einmal Minuten, nicht? Ja. Aber lustigerweise so wie, ich habe nie gespielt. So wenn man anfängt, dann habe ich es kennen, dass mich nicht mehr interessiert. Nicht? Also, aber so war dieser Moment. Das ist eine kleine Geschichte aus dem Leben des kleinen Klausi. Ne? Das ist Der so. erste Stiegel, das kann ich gar nicht mehr, was ich gelernt habe auf der Harmonika. Vom Opa. Das muss ich mir nachdenken, das schauen wir uns aber auch da drunter im Steiner gehabt. Das habe ich auch gespielt auf der Steirischen. Ja, Die hat mir auch der Opa gezeigt. Und das wird das heißen, weil du so schön tanzen kannst. das haben wir auch gespielt, ja genau. Das hat er auch gezeigt. Wie ist es gegangen? Da. Da genau. Genau. So wie auf der Steirischen. Ja. Ne? Ja, hat mir sein Opa gezeigt. Ja. Hat mir das gezeigt? Ja, habe ich gespielt. Ja, lässig. Absolut lässig. Was haben wir da? Ja, schau, Susanne Moser, Klaus, es ist momentan normal, du hast Narkose gehabt. Na gut. Das geht weg, auch wieder hoch. Das geht weg. Sicher. Aber ich weiß nicht, ganz ehrlich Bei gesagt, mir ich muss ganz ehrlich sagen, ich bilde mir schon ein, dass ich die Fälle schon vor der Narkose gehabt habe. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Schau, Ludwig Saas, das wäre B-Ball, klasse. Danke, lieber Ludwig. Die Menschen waren Alexander Hauser, ne, Ofen, ja. Ich habe ein super Kurzzeitgedächtnis. Ich merke mir alles nur super kurz. Bravo Sprachblitze. Wirklich war Landtagsstrom, Markus. Blowing in the Wind war auch mein erstes. Jawohl. Wie komme ich auf die Seiten, wo ich was bestellen kann? Ein T-Shirt will ich haben. Maria, du gehst auf 16erburm.at und dort steht der Fanshop. Dort klickst du hier und dann bist du im Fanshop. Also über unsere Homepage. Habe ich die da wo? Da habe ich es. 16erburm.at und dann findest du im Menü den Reiter Fanshop. Und dann kommst du. Das mich freuen. Apropos Schrammelharmonika, sagt der Rudi Korbes. Ich glaube,
es hat viel zu tun. Hat das mit der Harmonika schon Fortschritte gemacht, Patrick? Nein, das Ganze ist ja ziemlich leicht, mein lieber Rudi. Aber das, ich erzähle dir das, wenn wir uns beim Ami sehen. So. Es wird schwierig. Aber. Eine alte Form? Ja. Eh nicht seine. Nein, um Gottes Willen. Alles klar, ne? Da hätte man schon geschreckt. Der Blowing in der Wind ist ein Wahnsinn. Auf der Gitarre, mein erstes Stiegel, was ich gelernt habe eigentlich, ich habe begleitet den Großvater bei allen. Ich habe gelernt C, G und F. Ach so, ja, gut, ja. Und da haben wir schon in einer Tonart spielen können dann. Ja. Und Wechselblasen, genau. Und dann die Gangel gleich da durch, dumm. Und so, das ist schon gegangen. Ja, na klar. Und da weißt du, was ich mir letztes Mal auch so überlegt habe? Der erste Lamour-Hatscher. Ja. Also, wisst ihr, das erste Mal, wo du mit einem Mädchen eng tanzt. Was war? Ich weiß genau, welches Lied. Ich weiß das. Ich weiß das genau original. Was war bei euch? Schreibt es rein. Das erste Lied, zu dem ihr einen engen Tanz hinzugefügt habt. Bei mir war es. Ich habe nie damals gedacht. Achso, das war. Naja, gut, da haben wir Ich habe lieber so geschmust. Das war das Nein, ich war ja Flaschen, was Frau betrifft, mit dem gestanden, wie man biebert. Und dann ist irgendeiner gekommen und hat der Born wahrscheinlich gesagt, na komm, tanz weiter. So tanzt mehr oder weniger. Nicht? Wirklich, weil ich war sehr schüchtern, was ich war immer goschert, aber bei Frauen nicht. Ich war sehr schüchtern. So, nicht? Und dann bin ich ein bisschen angeschossen worden, dann habe ich mir hinten gegriffen. Nicht? Du kriegst heute, wirst du auch schon wieder verurteilt. Nicht? Heute kriegst du nicht mehr Watschen mehr, da ist Ja, verurteilt. kein, ja. Früher hast du dann wolltest du noch Watschen gekriegt. Ja, aber nein, aber auf jeden Fall. Und bei mir war das erste Lied Sailing Rod Stewart. Wirklich, Der wahr? Klassiker. Und heute war ich habe keine Ahnung, mit wem ich tanzt habe. ja. Das ist auch das Leiberste. Ich habe keine Ahnung, mit wem ich meinen ersten Lamour-Hatscher tanzt habe. Keine Ahnung. Technisch Lügen. Nein, das kann nicht. Vielleicht schaut es zu. Glaube ich nicht, weiß ich. Keine Ahnung, also ich wüsste jetzt wirklich nicht. Wurscht, aber das Lied weiß ich. Und da ist mir auch klar geworden, kein Wunder, dass ich Musiker geworden bin. Naja, und nicht Zuhälter, nicht? Weil ich weiß, die Lieder merke ich mir leichter als die Frau. Nicht? Das ist ein Wahnsinn. Nicht? Das ist der erste Tanz mit einer Frau gesagt, mir alles so viel wie Das ist ja kein Lamour-Hatscher. Kann man mal anschauen. Warte, Geschenke, schenk Das noch. war eine Geschichte. Nein, aber Sailing, du weißt nicht, was bei dir war. Nein. Aber es hat früher, also zu meiner Kinder, es hat gegeben eine Handvoll dieser Lieder. Es war natürlich Grönemeyer mit dabei. Ich hab dich lieb und noch irgendein anderes. Ich weiß nicht, wie das andere Kassen ist. Aber es ist Ich hab dich lieb, so lieb. Und noch irgendeins. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welches. Grüne war immer das Problem bis heute, aber so, ich schätze ihn sehr als Kollegen, so kollegial, aber ich verstehe nicht, was der singt. Eine undeutliche, nuschlerte Aussprache, es ist furchtbar. Ja, aber das ist wiederum das Markenzeichen. Ne? Das ist halt, Man ja. versteht ja nichts. Ja, aber er hat natürlich schon maßgeblich. Ja, aber ja, ich meine, Bitte? ist ja irgendwie so. Aber schau, man muss klar sein, ob es gefällt oder nicht, aber der hat natürlich in der deutschsprachigen Musikgeschichte hat er da schon einiges geliefert. Ne? Na, absolut. Aber wie gesagt, aber das war eben das, ich hab dich lieb und noch irgendwas. Flugzeuge in meinem Bauch vielleicht, ich weiß nicht. Aber das war. Und dann hat es gegeben, ganz Klassiker, Scorpions. Ja, na, logisch. Aber ich weiß nicht, wie das geheißen hat. Logisch, Scorpions waren ja mehrere so. Nein, da war auch so ein Lamour-Hatscher-Nummer. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Ich weiß nicht den Text. Da war so Ja. was. Ja, Ja, genau. da gibt es genau eine. Da gibt es genau eine Nummer von Scorpions, was also quasi wie früher dieses Kuschelrock ist rausgekommen. Die Bravo, CD, nein, die Kuschelrock. Ne? Kuschelrock war was Eigenes, ja. Und da war nur die erste oder zweite Schallplatten. Kuschelrock. Ich habe ihn nicht gehabt, aber Ja, nicht, da ja. waren die drauf, da waren diese Lieder drauf. Und da waren Scorpions mit irgend sowas. Was steht? Der Raffi sagt, ich bin ein Fan von Rod Stewart. Wenn einmal in fernen Tagen. Wenn mal in fernen Tagen. Das war der erste Lamour-Hatscher. Schlechte, wirklich. Irgendwo mein Name wird genannt. Da muss ich nachdenken, sagt der Wolfgang. Ist schon so lang her. War so 14. Irgendein Englisch-Waltz, weiß ich noch. Ludwig Sassons Hochzeitspolka mit Cousine war mein erster Tanz. Erster Lamour-Hatscher in der Tanzschule war Lass uns schmutzig Liebe machen. Ein Wahnsinn.
Und ich glaube, es ist auch so ausgegangen. Ja, ist ein Wahnsinn, ist ein Wahnsinn. Machen wir gleich die blaue Tinten, ne? Machen wir die blaue Tinten, die passt dazu. Schreibt weiter eure Lieder rein, weil das wird noch analysiert. Wenn ich könntet, werde ich fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibe die dir heute am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, ui, der war für die viel zu tief. Nein, da schreibe die viel lieber einen Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Jetzt reißen Lamour angeschaut. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich meinen Ruf vergraben ganz tief. So schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann der Lied, so kommt dann der Lied zu mir. So kommt dann der Lied zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. So schreibt er. So Lamour hat schon, mein Lieber. Ja, das war. Das kennen nicht, die meisten Leute kennen schon die Geschichte dazu. War ja ein Gedicht, weil wir halt gerade von den Frauen sprechen, nicht? War ein Gedicht, das ich geschrieben habe für eine Flamme. Erfolglos. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn es eh nichts mehr ist, das Gedicht war schon da, bringe ich es gleich für eine andere Flamme dann. Ein bisschen später schon, war es schon, nicht? Recycling quasi. Ist genauso daneben gegangen. Ich glaube, ich habe es dann nochmal probiert. Und nein, ich habe mir dann gedacht, vielleicht gelingt es wenigstens ein Geld damit verdient und habe es vertont. Ist auch daneben gegangen, weil Geld verdienen will damit. Aber ja. Ein paar Cent im Jahr sind es auch. Ein paar Cent. Aber es macht dann hoffentlich doch eine Freude, die Nummer. Eigentlich mir gefällt es ganz gut. Mir gefällt die wirklich gut auch. Muss ich sagen, gibt es schlimmere. Es gibt schlimmere Liebeslieder, gell? Prost.
wird das So. schon warm. Ja, aber nein, ist schon laut, oder? Ja, ja. Ja, schon. Aber das taugt am meisten. Rudi Korb ist die Geschichte, muss man uns einmal genauer erzählen. Das- Wenn einmal in fernen Tagen. Wenn Ist auch so mal ausgegangen. den fernen Tag. Matthias Mariacha, King of the Road. Figel Salamour, schon. Da, 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 da. Na ja. Da, da. Gut, Spruchpolizei vor denen. Nazareth. Love hurts. Einmalig. Bei mir war es im Internat, das war das Lied mit dem Telefonat, wo es auch klingelt. Bravo Maria Luise Leber. Aber keine Das Ahnung. weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin ja gut in so Das Lied mit Telefon, wo es Lieder klingelt. erkennen. Aber Der Wolfgang. Bringt's Bankerl im Wald ins Spiel. Ja, aber das müssen wir das werden wir am Montag bringen. Montag, Das ist nächste unser- Woche bringen wir es am Das Montag. arbeiten wir da. Am Montag wird es gebracht. Weil am Sonntag kommt und da hat die. Ja. Wind of Change, Scorpions, Raffi, ja. Aber das habe ich nicht gemeint. Nein, das hat nicht gemeint, das war. Still Loving You, das so irgendwie heißt es, glaube ich, was ich gemeint habe von den Scorpions. Da gibt es einen, das war noch vor dem Wind of Change. Das war auch, Still Loving You, so irgendwie, glaube ich. Die hätte Das Lied das mit Love dem Hurts, Telefon. Sorrow, All by Myself und so weiter, im Jugendclub am Robertusplatz und in Ha! der Weißgasse. Weiter Shade of Pale, ja. Ja. Habe ich ja unnix erst gehört. Aber ich gehört erst die Nummer wieder. Alles Schmacht hat an der Echse. Also, Die Platten aufgelegt, die Vinyl natürlich. weiter Shade of Pale. Aber es gibt schon ein paar, aber es ist wirklich, aber man, gut, da merkt man jetzt auch, muss man sagen, wirklich auch die Generation, aber das ist ja natürlich ganz extrem, der Sprung, aber es war bei mir wirklich so, das ist wie also da liegt, wenn da einer ist 5 Jahre älter, die Jünger, sind es komplett Ganz andere Lieder, ja. Wobei nicht komplett. Also jeder kennt ja die anderen, aber so die Signature-Nummern der jeweiligen Generation, das sind dann andere. Weil eben ja, weiter steht auf Bild, das hat man also Klassiker oder eben Love Hurts und so. Nazareth-Klassiker. Das haben wir auch. Aber es war halt so, ebenso diese ich muss einmal schauen, was war die erste Kuschel? Schaut mal rein, sucht mir das. Kuschelrock, Sucht mir das, was die allererste oder verwandte war, wann die erste Kuschelrock. CDs wird kein Blatt mehr gewesen sein. Das war sicher CD schon. Sicher Na, ganz CD, sicher, ja. bin überzeugt. Die erste Kuschelrock. Und ich weiß, wie viel gibt es davon? 50, 100, 250? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Damals. Aber die Kuschel, also die erste, wie die rausgekommen ist, weiß ich noch, das war Wahnsinn, weil bei Partys war das nicht der Reißer, irgendeiner hat die immer gehabt, ich nicht, weil ich dachte, wozu, der immer andere, ne? Ja, da brauchst du nicht selber auch, nicht? Ja. Wahnsinn. Das sind die Hodern von Elvis Presley und die Jordanaires natürlich auch nicht. Love Me Tender und so Sachen. Ja, also ein paar wenige, ein paar wenige Hits, aber so wirklich wenige Hits, also weil sonst Das Beatles Love Me Tender hat sie bis heute geholt. ja, Love Me Das ist eine Tender wunderschöne Nummer, muss ich ehrlich oder sagen. Always on My Watschen Mind, einfach Always on My Mind. Alles on My Mind, ja, ist auch, ja. Aber viel Elvis, also so Willie viel. Nelson natürlich, ja klar. Ja. Ja, weil Always on My Mind von Willie Nelson. Naja, das, ja, Super. das meinst du. Ja, ja. Aber ansonsten, nein, das waren schon so diese Pop, Ja. Rock, Kuschelglas, eben so diese Schmachtfetzen wie Ja. der Spruchpolizei. Ja genau, die Schmachthoder, Schmachthodern. Die Schmachthodern. Die erste Kuschel, Ludwigs hast du schon geschaut, 1987. Jawohl, da war ich 10 Jahre alt. Ich war schon 12. Ja, das war damals ein großes 12,5. Ein großer Unterschied, ein riesiger Unterschied. Aber das heißt 12,5, du weißt ja nicht, wann das rausgekommen ist, Kuschelrock. Aber du warst immer 2,5 Jahre alt. Ja, aber was sagst 2,5 Jahre. ich war 1987 12,5. Alter, Ja, du bist 12,5 Jahre. du merkst schon selber, dass da Plätze Wir sind 2,5 Jahre auseinander. Aber du merkst schon, dass da Plätze gibt. Aber wir sind 2,5 Jahre Ja, schon, aber Das wollte 1987. das wollte ich Du damit, warst 12,5. das wollte ich damit kundtun. Ich hätte ja wissen, wann bin ich 11 geworden? Das heißt, wann bin ich 12 geworden und wann bin ich 13 geworden? Weil auf jeden Fall, im 87er Jahr war ich nämlich nur 12,5. Das heißt, Nein, ich bin kannst du- 86. Kannst du immer doch nur Nein, 12,5 sein? 86 bin ich 12 geworden und 88 bin ich 13 geworden, weil 87 war ich 12,5. Das ist aber einfach. Patrick, ich weiß nicht, du bist nichts zum Saufen gegangen, das sag ich dir Ich gleich. trinke nichts. Schau, Raffi sagt Scorpion, Still Loving You. Richtig. Die Loving You. Bravo, Bravo.
Genau, Still Loving You. Das war eine Weltnummer, so eine richtige. Ja. Bravo hat schon in den 60er Platten mit Kuscheln. Ja, ja, aber diese Kuschelrock, das war eben so diese Reihe, weiß nicht, wie viel es da noch gibt. Ne? Grenzalpen, da sind nicht so viel Schmachtfetzen dabei. Ja. Ich bin aufgefordert worden, nachdem ich ja etliche Mal auf die Zechen gestiegen bin, hat's gemeint, ich bin ein Trampetier. Rudi, einmalig. Das ist das Orge, ist, wenn man gut in Rudi Korbes gut kennen, ich kann mir es wirklich vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, wieso? Ja. In the Ghetto. Ja, aber das waren zum Beispiel auf der ersten Kuschelrock, When a Man Loves a Woman. Jawohl. Und ich hab Klassiker auch. und so diese ersten Lieder, was ich auf der Gitarre gelernt habe, das waren aber andere. Das waren mitunter ältere, weil da waren auch so ein paar Breselmeier dabei. Ja. Und natürlich so Sachen, ja, ich kann es gar nicht sagen, jetzt da wie die alle, also Mandy und was weiß ich, wie die Kasten haben. Mandy, oh Mandy, nicht, oder was? Nein, das Oder was? Mandy, oh Mandy. Was weiß ich, wie das gegangen ist. Schau, Judy Austria ist auch mit dabei, jawohl. Ja. Aber eben so in the Ghetto oder Streets of London und so diese, und Simon Garfunkel natürlich unheimlich viel. Das war also das war eine andere Welt. Das, was ich auf der Gitarre gelernt habe, die Lieder, waren eigentlich andere, als was so. Ich habe eigentlich keine Hits gespielt. Nie. So Lagerfeuer-Gitarre waren schon immer dabei, weil klar, wie immer Gitarre immer mitnehmen müssen. Nicht? Na klar. Nie wollen oder so dann auch gehabt und haben halt gehabt. Aber ich habe natürlich Austropop. Das war schon. Das war mein Lagerfeuer-Gitarre, war eigentlich Austropop. Das war, da habe ich die alle Lieder alle nicht gespielt, weil ich den Text nicht gemerkt habe. Die englischen Die Lieder englischen, da. nicht? Das ist unnötig Englisch. Blue Moon. Ein Wahnsinn. Freunde, ein Wahnsinn. Sehr zum Wohl einmal. Blue Hawaii, da gibt es ein paar Auf so dem Blue-Sachen. Ja. Du, Julie Austria, weil du gerade dabei bist, pass auf, du musst jetzt reinschreiben. Müssen du es nicht, aber es würde uns freuen, wenn, zum Wohl. Wir haben gerade festgehalten, welches Lied der erste Lamour-Hatscher war. Das erste Lied, zu dem man eng getanzt hat. Und das war, ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich weiß immerhin noch das Lied, und das war Sailing von Rod Stewart. Rot Stuttgart. Was? Rot Stuttgart, nicht? Der Rot Ja, Stuttgart. genau. Ich mal zusammenfliegen. Und, Ja? und du weißt weder die Frau weiß noch es das Lied? Nein. Du weißt gar nichts mehr, nicht? Gut, auch eine Das enge Variante. Angst war aber. Wie gesagt, für mich das Highlight, wirklich, muss ich echt sagen. Aber die Andrea war nicht die erste, mit der ich getanzt habe. Ich weiß wirklich, mit wem weiß ich wirklich nicht. Das ist mir auch wurscht, weil es einfach, hat mir taugt Sailing. Ich habe das Lied analysiert, glaube ich. Ich war viel zu nervös, dass ich irgendwelche weiterführenden Bewegungen mache oder sonst, aber doch durch das Lied alles allein. Aber wenn einmal in fernen Tagen, das ist für mich persönlich das Highlight. Der erste Lamour-Hatscher zu Wenn einmal in fernen Tagen. Welt. Absolut. Welt. Simon und Furunkel, ja. Hallo Doppler, mein guter Freund. Na gut, So geht's auch. Ja. Genau. der Wolfgang sagt Blueberry Hill. Da war 13,5. 13,5. Ja, das muss einer in den 87 gewesen sein. Das war die 80er. I found my thrill. Habe ich übrigens auch die Platten aufgelegt von On Office. Blueberry. Die weltbeste Interpretation von Louis Armstrong. I found my thrill on Blueberry Hill. La Boom, die Fete, Dreams are not reality. Judy Austria. Jo. Danke für diese Erinnerung. Das ist war natürlich blöd. Sophie Marceau in jungen Tagen. Ja. Wahnsinn. Ein Highlight, La Boum, die Fete. Die einzige Szene, die mich wirklich erinnert, ist, wie es da mit ihren älteren Freund irgendwo waren, haben sie Austern gefressen und die ist schlecht ausgegangen ja. oder gespielt. Wirklich, an die Szene kann ich mich eigentlich am meisten erinnern. La Boum, die Fete. Seitdem war ich immer ein großer Fan von der Sophie Marceau. Marceau, ja. Bis heute, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja, aber Absolut, tatsächlich, ich meine, früher war es natürlich Fashion und alles keine Frage, aber war echt ein super Schauspieler, wird sein Traumschauspielerin.
Also auch in Braveheart, eine Nebenrolle in Vielseitigkeit Braveheart. auch. Ja. Ganz dezent als die Königin quasi. Nicht? Aber nicht nur Film, sondern auch Bühnenschauspielerin. Auch nicht. Ja, klar, Wahnsinn, ja. unglaublich. Ja, Unglaublich, ja. Wahnsinn. Judy Austria Virgin, das kann man vorstellen. Dreams are reality. Da, 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 da. Wahnsinn. Fettes Domino, Wolfgang. Jawohl. Ich finde das eine leibende Geschichte. Sowas müsste man öfters mal durchdenken. Ne? Ja. Das war. Aber gut, aber es gibt dann immer mehr viele Momente, wo man sich an das erste Lied, weiß ich nicht, was hast du denn gehört, wie das erste Mal einen Schnaps getrunken hast, wird keiner wissen, ist wurscht. Keine Ahnung. Aber das merkt man nicht. Keine Erste Ahnung. Kuss oder sowas, keine Ahnung. Da habe ich kein Lied gehört. Da habe ich keine Musik weiß. Nein, Kuss weiß ich schon, aber da Ich weiß ja, wie es war. Da habe ich kein Lied. Bis heute noch gut befreundet mit mir. Ja. Hintergrundmusik des ersten GF. Gott sei Dank ist es abgekürzt. Na bumm, die Fette. Sprachpolizei, aber das ist wieder unser. So, Freunde, es nutzt nichts. Mit diesen romantischen Gedanken wollen wir uns verabschieden. Ich nehme einen Schluck Wasser, damit Sie seht, dass es ernst meinen. Ich nehme zum Abschluss das endgültig warme. Ja. Auf euch, schön, dass ihr mit dabei wart. Danke euch. Ich hoffe, die Pavlatsch hat euch wieder betaugt. Am Montag dann wieder aus der Klausi Klaus mit Bier. Mit Bier verkosten. Mit Bier aus dem Hause Spießleiner. Und ich freue mich drauf und vor am Sonntag treffen und schon, da wir schon spielen, das Bankerl im Wald steht Machen ganz wir. oben auf der Liste. Jawohl. Eine Premiere wird es Eine also Premiere geben. nächste Woche, ja. Eine Premiere wird es geben. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Jetzt einmal mit dem Lied, was ich eigentlich geschrieben habe für den Abschluss. Vielleicht Ja. können wir es noch. Ja, Schauen wir mal. sicher. In diesem Sinne, Dankeschön, eine schöne Woche und ja, vielleicht stippert am Mittwoch, Oder Daschler. Daschler am Donnerstag. Seid's Steht dabei? alles auf der Homepage, schaut's nach. Das mich freuen, dass ihr dabei seid. In diesem Sinne, alles Liebe, pfiat dich gut, Baba. Apache. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und für Post. Ich glaube, so gut drauf sind wir noch nicht, aber das ist ja wurscht. Wir probieren die Strophe einfach noch einmal. Wir sind ja nicht so. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend wieder einmal, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat jede Stimme ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Alles Liebe, schöne Woche, pfiat euch. Viert euch.